Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute geht es wieder ums Zwillenschießen. Und zwar um ein kleines bisschen nerdiges Thema. Und ihr wisst ja, um sowas mache ich immer ganz gern einen Bogen rum, weil mir das meistens tatsächlich zu nerdig ist. Es geht ums Gummikürzen. Ein Thema, das sehr polarisierend sein kann und ein Thema, das für mich völlig irrelevant ist. Es ist tatsächlich so, manche möchten ja die Gummikürzmeister sein, die anderen bauen sich ihre Gummis selber. Das sind so Sachen, da wird es mir zu fitzelig. Wenn es schon tausende von Gummis gibt, fangen wir es mal so an, das ganze Thema. Warum sollte ich mir sie dann selber bauen? Die kosten ja nicht viel Geld. Und die Arbeit, die da drinnen steckt, die muss nicht sein. Dann passe ich lieber die Gummis, die ich kaufen kann, an. Oder es macht mir so viel Spaß, weil es gibt ja wirklich viele sinnlose Arbeiten, die einfach Spaß machen. Dann baue ich halt Gummis selber, weil ich halt mal einen breiten will oder einen schmalen oder einen doppelt gewickelten oder einen dreifachen oder sonst irgendwas. Dann verstehe ich es. Es ist wie Modelleisenbahn bauen. Der eine findet es kacke und der andere findet es total großartig. Ja, also Thema Gummikürzen. Ich habe ein paar Sachen dabei. 2 absolut gleiche Schleudern. Ich habe mich jetzt hier für die ARC Slinger Pro entschieden. Die verlinke ich euch unten aus dem Hawkshot Sortiment, weil das die mit der Doppelklemmung ist. Das ist die Schleuder, wahrscheinlich sogar die einzige Schleuder, die so richtig brutale Gummis in die Spannung aufnehmen kann. Doppelt geklemmt, das heißt 2 mm hier überhaupt kein Problem, wenn ihr 2 mm noch ziehen könnt. Oder sagen wir es mal so, wenn ihr 2 mm 50 Mal hintereinander ziehen könnt. Ganz ein wichtiger Punkt, kommen wir gleich auch drauf beim Gummikürzen. Dann habe ich eine Waage dabei, ein bisschen Werkzeug und ganz viele Gummis. Wobei ich noch nicht weiß, ob wir auf die jetzt hier irgendwie zum Sprechen kommen, weil ich habe mal ein reines Gummi-Video gemacht und die Strapazierfähigkeit getestet, verlinke ich euch da oben. Da könnt ihr das alles nochmal anschauen. Das ist praktisch 1,3, 1,5, 2 mm. 2 mm ist schon relativ brutal. Und dann verschiedene 1 mm Gummis und den 0,65er, der standardmäßig bei vielen Schleudern dabei ist, ganz speziell bei den Hit-X-Schleudern, den lassen wir mal weg, weil meiner Meinung nach bei einem 0,65 Gummi das Gummiverkürzen völlig sinnlos ist. Der Haupthintergrund beim Gummikürzen ist natürlich, je kürzer der Gummi, umso mehr Power bringe ich halt auf die Schleuder. Es ist nur so, die meisten Firmen liefern ihre Gummis in der gleichen Länge aus. Das sind so 27, 28 cm. Und es hat schon seinen Grund. Diese Länge des Gummis, das ist so die sinnvolle Quersumme aus Länge, Stabilität, Haltbarkeit und Power. Das heißt, wenn ihr eins von diesen Sachen verändert, so wie bei jeder Tuning-Maßnahme, dann leidet ein anderer dieser 4 Kriterien maximal darunter. Das bedeutet, je kürzer ich den mache, umso länger muss ich ihn natürlich ausziehen, umso mehr Kraft muss ich aufwenden und umso mehr strapaziere ich auch diesen Gummi. Das bedeutet, die Haltbarkeit leidet auf jeden Fall schon mal extrem. Auch unter dem Grund, dass ich den natürlich hier oben über eine Kante ziehe und der ja einen gewissen Bereich an Dehnung hat. Das heißt, wenn ich die überreize, dann zerstöre ich natürlich diesen Gummi. Ich habe es ja schon gesagt, ich halte vom Gummikürzen gar nichts. Bevor ihr einen Gummi kürzt für mehr Power und dann auf Haltbarkeit, Stabilität und Länge Einschränkungen macht, dann holt euch lieber einen stärkeren. Ja, das heißt, 1 mm Gummi ist jetzt so eine ganz kleine Richtlinie, weil es gibt ja Tabellen für die ganzen Nerds und dann guckt man nach, bei welcher Auszugslänge man auf welche Dicke und auf welche Länge man verkürzen kann und lauter so ein Schmarrn. Also, Faustregel, 2 mm Gummi, gehen wir von 30 cm aus, dann kann man einfacher rechnen. Ein 30 cm langer 2 mm Gummi hat beim Auszugsgewicht dann ungefähr die gleiche Power oder die gleiche Kraftaufwendung, um den an seine Backe zu ziehen, wie wenn ich den halb so dicken Gummi, also 1 mm auf die Hälfte verkürze, sprich 15 cm. So, ihr merkt, warum mir das Thema viel zu nerdig ist. Das mal die Grundregel. Das heißt, wenn ich einen 2 mm Gummi habe, der hat Kraft X zum Ausziehen.
Warum sollte ich einen 1 mm Gummi auf die Hälfte verkürzen, dass ich auch wieder Kraft X, also die gleiche Kraft, beim Ausziehen aus diesem Gummi rausbekomme? Es sei denn, ich habe nur einen Gummi und möchte einfach doppelt so viel Power haben. Dann könnt ihr das natürlich machen. Aber ihr habt ja nicht nur einen Gummi. Also, das ist mal so der Basisgrund zu dieser ganzen Sache. Das bedeutet, wenn ihr den Gummi, so wie er ist, einspannt, dann hat ja jeder eine ganz spezielle Auszugslänge. Die ist bei mir, ich weiß nicht mehr, 84 oder irgendwie sowas. Also es ist ziemlich lang. Diese Kraft, die ihr da aufwendet für den Gummi, das ist überhaupt mal grundsätzlich zur Gummiwahl. Wenn ihr diese Kraft mit 2 Fingern, ja, ihr zieht den Gummi ja nicht so, ja, dann könnt ihr den wahrscheinlich 100 Mal ziehen, aber ihr zieht den ja immer mit 2 Fingern. Wenn ihr diese Kraft nicht 20, 30, 40, 100 Mal hintereinander aufwenden könnt, dann macht euch das Schießen irgendwann keinen Spaß mehr, weil ihr wollt ja nicht nur 5 Mal schießen, sondern ihr wollt ja 50 Mal schießen am Abend. Ja, das heißt, wählt den Gummi so, dass ihr ohne Probleme diesen Gummi so oft ziehen könnt, wie ihr wollt, ohne dass es euch wirklich anstrengt. Es geht natürlich dann auch auf Kosten des Zielens, weil je müder ihr werdet, wie beim Bogenschießen und bei allem anderen, umso schlechter trefft ihr dann. So, das mal als Grundgeschichte zu dem Gummikürzen. Dann, bevor ihr den Gummi kürzt, oder wenn ich euch nicht davon abbringen kann, einen Gummi zu kürzen, dann macht doch Folgendes. Ihr nehmt den Gummi, ich schieße am liebsten mit 1 mm, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist am schönsten, das ist am präzisesten, das macht mir einfach am meisten Spaß. Und es hat dann ein Auszugsgewicht, nehmen wir mal hier den da, das ist so ein 1 mm Standardgummi, das ist so ein 1 mm Gummi, das ist so ein 1 mm Gummi. Das sind verschiedene Hersteller, da müsst ihr dann selber irgendwann einmal schauen, was euch da am liebsten ist. So, und das Auszugsgewicht, was ich auf meine Auszugslänge habe, bei 1 mm, sind 13 bis 14 Pfund. Das sehe ich jetzt so als einen guten Mittelwert. Also wenn euer Gummi 13, 14 Pfund hat auf eure Auszugslänge, dann hat der eine angenehme, vernünftige Power. Wenn ihr den Gummi testet, ob man den wirklich sinnvoll für euch kürzen kann, dann spannt den doch zuerst ein, macht euch Markierungen auf das Band, nehmt das Band kürzer, so, festgreifen, weil wenn ihr das nicht schafft, hier festzugreifen, macht auch das Kürzen keinen Sinn, weil dann könnt ihr den danach nämlich auch nicht mehr vernünftig festhalten. Und dann schaut ihr, bei welcher Länge kann ich den noch vernünftig ziehen. So, jetzt weiß ich ungefähr bei der Länge hier, ja, das sind jetzt wahrscheinlich auf 20 cm gekürzt, wäre jetzt bei dem Gummi okay, wenn ich ihn kürzen möchte. Wie gesagt, geht wieder auf die Power, Haltbarkeit, Stabilität oder Länge des Gummis. Meistens leidet die Stabilität darunter. Ist doch klar, weil wenn ich einen Gummi stärker ziehe, geht er früher kaputt. Das macht ihr, dann findet ihr schon mal die sinnvolle Länge für euch raus. Nicht diese Tabellen benutzen, wo dann drinnen steht, bei Auszugslänge 78 könnt ihr einen 1 mm Gummi auf 14 cm kürzen. So, da merkt ihr sofort, dass das meiste in diesen Tabellen Mist ist. Und auch die Sinnhaftigkeit dahinter ist halt auch fraglich, weil warum soll ich den Gummi kürzen, wenn ich mir einfach einen stärkeren holen kann? So, dann habe ich den hier und ihr merkt es schon, wenn ich jetzt hier so ein Beispiel auf, sind es 12 cm kürze, dann komme ich schon an die Grenze von der Stabilität von diesem Gummi. Und ich denke mal auch, dass die allermeisten Leute, die sagen, ich habe so eine große Gummiverschwendung bei Schleudern, genau das Problem ist, dass sie eben die Gummis zu kurz machen und über die Grenze des Strapazierbaren hinausgehen. So, das ist jetzt bei dem Gummi so ungefähr das Maximum, was am Kürzen noch funktionieren würde zum Schießen. Nicht zum Oftschießen und nicht für Strapazieren. Dieser Gummi hier zum Beispiel, der ist halt jetzt schon ziemlich oft benutzt. Das sind 6,5 Pfund ungefähr. So, also wenn ich den kürzen würde auf die Hälfte, wir machen das jetzt halt hier ohne großartiges Rumschrauben, weil mir das zu lang dauert.
Ich möchte euch nur zeigen, dass das Kürzen von Gummis einfach völlig überbewertet ist und ein totaler Quatsch. So. Jetzt haben wir ungefähr auf das gekürzt, was ich gesagt habe, dass noch das absolute Minimum ist, dass dieser Gummi, das absolute Maximum ist, was dieser Gummi noch sinnvoll aushalten würde, wenn man ihn zieht. Der ist natürlich jetzt ein bisschen verdreht, weil sonst kann ich ihn nicht messen. So, 13 Pfund. Also wie gesagt, ist ungefähr das Doppelte. Das heißt aber, dass dieser Gummi, wenn ihr den jetzt oft zieht, wird er sehr schnell kaputt gehen. So, jetzt hatte ich die Kamera natürlich gerade nicht laufen. Ihr seht es hier, ein paar Mal dran gezogen. Dann ist ein Gummi, der normalerweise 100 Mal hält, ziemlich schnell kaputt. Tauschen wir den jetzt mal kurz aus. Mein Fazit und das, was ich euch raten kann, ist, sucht einen Gummi raus, den ihr gerade noch ziehen könnt und lasst ihn am besten in dieser Länge, in der er kommt, in diesen 27, 28 Zentimetern. Ja, spät ziehen. Lieber den stärkeren Gummi nehmen, da geht es ja bis ans Maximum, was ihr noch ziehen könnt, und zwar gemütlich, bequem ziehen, damit auch das Schießen noch Spaß macht. Aber kürzt eure Gummis nicht über diese Nerdy-Tabellen. Damit macht ihr auf jeden Fall irgendwas kaputt oder reduziert extrem die Haltbarkeit von euren Gummis. Mein Fazit dazu ist auf jeden Fall, Gummi kürzen, absoluter Blödsinn. Wunderschöne Schleuder, ist unten verlinkt. Kauft keinen Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.